Die Wichtigkeit vom Gemenge Leben brauchen wir heute zu unterstreichen. Nicht allein, weil ganz viel von uns auch ein Mandat haben auf kommunalpolitischem Plan. Gemeng, das ist da, wo das direkt Mitspracherecht vom Bürger am einfachsten ist, wo es am meisten stattfindet. An den beratenden Kommissionen und auch an den Lokalsektionen von den politischen Parteien geschieht ein ganz großen Teil von unserem politischen Leben hier am Land. Der setzt sich ab, für die direkte politische Partizipation an den Gemengen zu erhalten und auszubauen. Aus dem Grund sind wir auch für mehr Direktdemokratie auf kommunalem Niveau, notamment auch über den Weg von Referenden. Das Referendum soll noch nicht mehr nach konsultativ sein, mehr decisiv sein. Er respektiert, zwingend respektiert die von den Gemengen. Modalitäten für ein lokales Referendum müssen vereinfacht gehen. Das können zum Beispiel Männer, indem wir beispielsweise Möglichkeit gibt, Unterschriften auch elektronisch zu sammeln. Ich denke da en parallel zu dem, was wir hier in der Chambre machen, bei den Petitionen. Ein gutes System, das sich bewährt wird und den noch Kind an den Gemengen ersetzen. Also der verteidigt immer seit jeher eine starke Gemengenautonomie. An dem Sinn vom Subsidiaritätsprinzip, die noch heute nicht aufgestellt gehen ist, soll der Staat sich dann um die Aufgabe kümmern, die nicht besser können auf Gemengenniveau erledigt gehen. An ihrem Dokument, was wir heute diskutieren, Recommandation et piste d'approfondir via le processus participatif, beschreibt Bannenministerisch verschiedene Piste de Travail als Erbes Ustes. Und ich will nicht, ob all die Übungen, wie schon Michael Wolter Fierdo gesagt wird, könnte man eigentlich praktisch alle Gurten mit all den Pisten d'accord. Ich will just auf pur ganz einzelne Punkten angehen. Das ist effektiv der Kontakt zwischen den Gemengen an dem Bannenministerium. Der soll vereinfacht gehen, aber die Gemengen mehr Autonomie soll kriegen, an Männer erforderlich Zustimmungen. Und das schon zitiert ging durch die Sifel, wo ein Gemeng dezidiert, die Kulturgut zur Renovation beizudrohen. Das sind Sachen, die ein Gemeng soll können machen, ohne dass das Ministerium das verbietet. Die Titel, die besteht, soll nicht ein Titel sein von einer Opportunität, und sie soll auch nicht politisch missbraucht gehen. Vertrennung von den Gemengemandaten an deputierte Mandate anbelangt, haben wir auch eine ganz klare Position als RDR. Wir sind der Meinung, das Mandat von einem Bürgermeister oder von einem Chefin inkompatibel soll sein mit einem Mandat an der Chambre. Aber wir sehen auch noch an der Kommunalpolitik, wir sehen, was für ein Erbesschachstadt das ist. Das ist bald nicht möglich, nicht menschenmöglich, die Erbeslecht zu drohen. Simon, da kommt in die Gringe. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir sind auch der Meinung, dass Mandate an der Gemengerat müssen abgewehrt gehen. Sowohl über die Congé-Politik, die ganz einfach nicht durchgeht, die lächerlich gering ist. Auch für die Conseille, die aber ganz viel Bürgerkontakt wird, ganz viel sollicitiert, wird ganz viel visitieren möchte. Das geht ganz einfach nicht durch. Und da haben wir eine Inadäquation von der Realität zu dem, was da heute bezahlt wird. Gemengegesetz von 81 am Artikel 15 hält fest, dass an den Proportsgemengen all Partei an der beratenden Kommissionen vertreten muss sein am Verhältnis zu ihren Gewählten. Hier wird schon öfters konkret Probleme. Ob das ein Wahlresultat ist oder ein Zahl von Mandaten, und auch was geschieht, wann eine gewählte Vertreter Fraktion wird oder aus der Partei austritt. Und da fanden wir doch nicht richtig, dass die Partei dann hier berodend Membre verleiert, just weil ihre Mandatär dezidiert aus der Partei auszutreten. Etwas, worüber mir als Gedanke gemacht habe, also wird besonders, dass allgemein ab 3000 Einwohner schon muss ein Proportsgemeng sein. Wir fanden das Majorsystem eigentlich ganz konvivial, ganz flott, und wir sind der Meinung, die Zahl da kann den erheblich herabsetzen. Ein kleiner Punkt, ein wichtiger Punkt, der das in der Lehre an dem Gemengeratssitzungen angerufen gibt. Da schwätzt das Gesetz haut von einer Konvokation per Écrit 5 Tage vor der Reunion. Das ist ganz einfach zu wenig. Wenn ihr guckt, wie komplex und auch zu viel von den Dossiers, die du musst gucken, sind wir der Meinung, dass den mindestens mit 7 Tagen schon, und du musst noch präzisieren, dass das 7 Jours ouvrables sind.
weil nimmen dann erlaubt dem Conseil den nicht am Entscheidungsprozess mal dran fällen, nicht am Chefverrat oder Partei nicht am Chefverrat, das für ganz seriös Kenntnis zu holen von den Dossieren, die sollen diskutiert werden. Digitalisation von den Gemengeservice vereinfacht Verwaltungsarbeit, das ist am Prinzip extrem gut. Wir weisen immer darauf hin, und wir weisen auch darauf hin, es muss dual gefolgt gehen. Es muss ihn auch nach immer können Bayer und nicht nimmer digital sich in die Administration wenden oder in diesem Fall und Gemeng wenden. Es ist einfach ein Fakt, dass es viele Bürger gibt, die den digitalen Prozess nicht beherrschen, speziell auch Bürger an der Realität muss unbedingt Rechnung tun an diesen Herren. Sprachen, auch ein Punkt, den es natürlich im Herz liegt. Es irrt mich immer rum, wenn ich einen Brief kriege, nach 5 Sprachen, nicht auf Lützeburg. Also Lützeburg muss auch benutzt gehen. Es wird kein Mensch dagegen, dass Deutsch oder Französisch benutzt wird, meinetwegen noch an die großen Gemeinden oder da, wo der Fall ist. Statt Lützeburg hat immens viel Anglophon Anwohner, das fand ich ganz richtig, dass man es doch an Englisch und als Bürger wenden. Aber Lützeburg muss auf jeden Fall dazugehören. Qualifiziert und motiviert Personal, ça va sans dire, ohne motiviert und qualifiziert Personal schafft kein Betrieb. Und auch da will ich darauf hinweisen, dass wir als der Meinung sind, dass auch in Zukunft Leute, die bei der Gemeinde arbeiten, sollen Lützeburgisch schwätzen und verstehen. Die Abwertung vom Gemeindesekretär, also in unserem Sinn, wir hatten das schon 2018 in unserem Wahlprogramm, genau wie ganz viel von den anderen Propositionen auch. Proposition innovativ Gemengen auf sozialem, kulturellem, wirtschaftlichen, ökologischen Niveau, das ist von der Welt, mir auch hier muss man passen, dass Gemengenautonomie immer bewährt bleibt. Zur Kontrolle von den Gemengefinanzen, da haben wir an unserem Wahlprogramm ganz klar gesagt, dass das soll in der Kontrollstufe vom Rechnungshof, das an unseren die Platz, wo das hier gehört. Die geplante Gemengereform umfasst ganz viele Punkte, die wir als der begrüßen. Aber wenn man sich die 10 Propositionen anguckt, kann ich mit einem Schmunzeln so, wie bald gefiel, Madame Bofferding hat als Wahlprogramm von 2018 auf hier nur zu schleiern, wie sie ihre Suggestionen ausgeschafft hat. Dezentralisierung ist gut, mit muss verhindert gehen, auch da, das schon angeklungen von anderen Kollegen, dass wir reiche Gemengen von dieser Reform zu Ungunsten von mannerreichen Gemengen profitieren, die lo ganz stark vom Bannenministerium aufhängen. Vor diese Stelle, das sind Gemengen auch an Zukunft, zum Beispiel bei Logementsprojekten, vom Bannenministerium finanziell unterstützt. Die wichtigste Herausforderung, Gemengen zu bewältigen, ist die gesamten Bevölkerungswurstung. Und das gilt für ganz große Gemengen, wie die Stadt Lützeburg, das gilt aber genauso gut auch für Landgemengen, wie mein Kollege, den Herr Roth, gibt so. Heim ist das Konzept ausgeschafft gehen, wie das Land sich demografisch weiterentwickeln soll. Voilà, und wenn man das schließt, hier, dann soll ich mir es für nur leisten.